Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Diesmal in der zweiten Runde im DFB-Pokal gegen den ersten FC Saarbrücken. Ich nehme schon mal die Brille ab. Ja, das wird jetzt entgegen meiner Natur. Kein Rage-Video, kein Aufreg-Video. Ihr könnt euch entspannt zurücklehnen, ihr könnt euch ein Käffchen holen, ein Teechen holen. Das ist die Konsequenz einfach aus den letzten Wochen und Monaten. Das ist meine Meinung, ja. Das ist heute halt darin gegipfelt, ja, dass man Gegner, der eigentlich maßlos unterlegen war, der natürlich super kämpferisch stark dagegengehalten hat, ja. Chapeau, genau das, was ich von einem Pokalspiel und einem Drittligisten erwarte. All das, was ich in der ersten Runde schon von Münster erwartet hatte, was nicht passiert ist, haben wir heute gesehen. Fairerweise muss man sagen, wo es 1:0 stand, ja, du musst halt einfach Fußball weiterspielen, das 2:0 und 3:0 nachlegen und musst halt, wenn da Spieler auf dem Platz sind, wie es ein Schuppo ist, der Note 5 heute Note 5, Note 6 verdient, einfach völlig überfordert, gar nicht am Spiel teilnehmend, ähm, musst du dann einfach mal knallhart auswechseln, ne? Wir reden ja immer noch von Leistungssport und das ist ein super erfahrener alter Spieler. Ja, da muss mehr kommen, ja, gerade in einer zweiten Runde gegen einen Drittligisten. Aber nochmal, das ist die Konsequenz aus den letzten Wochen und Monaten. Wir haben 1:0 geführt. Haben schon richtig schlecht gespielt, bis auf das Ding, ja. Und dann hat man sich wieder gedacht, ja, alles gut, wir führen 1:0. Samstag spielen wir gegen Dortmund, der Platz ist tief, der Ball hoppelt ein bisschen. Alles gut, Leute, ne? Das war's, das Ding ist durch. Ja, und dann ist das passiert, was passieren musste, ja. Zweite Halbzeit hat man dann versucht, ähm, offensiver zu spielen, mehr Druck zu machen, mehr Torchancen herauszuspielen. Ja, wir haben auch ein paar herausgespielt, jetzt aber auch keine, wo man sagt: „Wow!“ Mal abgesehen von 2 Paraden, ja, die ganz gut waren. Ansonsten war das viel Stückwerk und ja, dann passiert das, was passieren musste, ja. Der Gegner war super kämpferisch, aufopferungsvoll, Hut ab dafür, ja. Haben das gemacht, was sie können. Haben natürlich dann das Quäntchen Glück gehabt, beziehungsweise auch wir haben den letzten Willen vermissen lassen. Ja, wir haben zum Schluss dann die Brechstange ausgepackt, die letzten 20 Minuten, aber auch ohne Hand und Fuß. Ja, einfach wild, gehofft, irgendeiner hat die zündende Idee mit einer Einzelaktion, so wie es die letzten Wochen war. Die hatte heute keiner. Was mit Sicherheit auch ein bisschen dem Platz geschuldet war, was gar keine Ausrede sein soll. Das ist für mich ein völlig legitimes Mittel auch. Ähm, Ja, und dann passiert das, was im Fußball passiert. So, du bist super überlegen, du machst das Tor nicht und guckt euch unsere Abwehr an. Der zweite Kandidat, der heute Note 6 verdient hat, ist Min-Jae Kim. Ähm, und dann ist das Ding dahingegangen. Und dann hast du 2:1 verloren und bist aus dem Pokal ausgeschieden, wie jedes Jahr. Der erste Titel ist weg. Das war die erste Niederlage von Thomas Tuchel am Samstag. Ich hatte ein gutes Gefühl fürs Spiel in Dortmund, haben wir am Montag im Stream besprochen. Das muss ich revidieren, wenn ich diese Leistung heute gesehen habe. Ja gut, Samstag wird wahrscheinlich ein Harry Kane auf dem Platz stehen, was das ein bisschen anders macht, darstellt. Warum man den heute nicht in der 70. Minute gebracht hat, für mich absolut unverständlich. Ja, Choupo-Moting war ein Totalausfall. Ähm, Auch Müller, ja, Müller hatte dann sogar noch das eine Ding. Ja, aber warum du dann Harry Kane nicht noch bringst, weiß ich nicht. Ist das für ein Zeichen, ne? Ähm, ja, und dann passiert das halt. Dann kriegst du das Ding und bist ausgeschieden. Die erste Niederlage von Tuchel Samstag mit der Leistung, mit dem Leistungsvermögen, was wir haben. Ja, wir werden sehr wahrscheinlich eine andere Einstellung am Tag legen. Du musst ja froh sein, dass du jetzt ausgeschieden bist. Wärst in die Verlängerung gegangen, hättest ja schon die nächste Ausrede parat gehabt für Dortmund, ja. Jetzt hast du ja auch schon die Ausrede gehabt mit, ach ja, Reisestrapazen, 2 Auswärtsspiele hintereinander, ist super schwierig für unsere Jungs, dass sie dann da, was weiß ich, 1 Stunde im Flieger sitzen müssen. Ja, weiß ich nicht. Ähm, noch
für mich ist dieses Spiel das Ergebnis der letzten Wochen. Ja, na klar war der Ausreißer gegen Darmstadt da. Nochmal, das muss man aber auch richtig einordnen. Haben wir auch getan. Die zweite Halbzeit war super, aber das Spiel zu 10 gegen 9 gegen eine Mannschaft, die ohne Stamm in Verteidigung spielt. Das andere Ausreißer war Bochum, die Mann gegen uns gespielt haben wir schon oft genug gesagt. Und der Rest, ja, wir haben gegen Galatasaray super viel Glück gehabt. Da hättest du schon verdient vom Platz als Verlierer gehen müssen. Und wir könnten die Spiele durchgehen. Ja? Also, ja, ich weiß, alle loben immer, ach ja, die Ergebnisse stimmen ja, kein Spiel verloren. Es wird alles schön geredet, es werden sich schon im Vorfeld 20.000 Ausreden werden in den Kader geredet vom Trainer. Ja, und dann wundert man sich, dass sowas dabei rauskommt. Also ich habe mich jetzt nicht gewundert. Ja, klar habe ich mich aufgeregt während des Spiels. Nochmal, warum man Harry Kane da nicht bringt, verstehe ich nicht. Aber fangen wir mal vorne an. Gut, weil ich könnte das Video jetzt hier beenden. Benotung können wir kurz und schmerzlos machen. Alle Spieler Note 4, bis auf Kim und Choupo. Kim sehe ich bei einer 5, Choupo bei einer 6. Das war's. Ja, da war kein Ausreißer nach oben, der irgendwie super herausgestochen ist. Das war Einheitsbrei. Ja, und wenn du dann siehst, dass du 2:1 verlierst, musst du halt wirklich überlegen, ob du da noch ausreichend verteilst. Du könntest auch alles Fünfer vergeben und Min-Jae und Choupo dann eine 6. Ja. So, da ist keiner heute hervorgestochen, sonst irgendwas. Aber fangen wir mal vorne an. Fangen wir mal mit der Aufstellung an. Bin ich mit d'accord gegangen. Ja, erstmal, dass man Tell bringt, dass man Tell auf links bringt. Nein, bin ich nicht mit d'accord gegangen. Fand ich kompletter Bullshit, warum man Choupo-Moting da vorne reingestellt hat. Für mich völlig unverständlich. Der war die letzten Wochen, immer wenn er eingewechselt war, unterirdisch schlecht. Was erwartet man dann? Ja, dass er jetzt das Spiel seines Lebens macht? Nein. Und das hat er in der ersten Halbzeit gezeigt. Und ganz ehrlich, wenn du dann gegen einen Drittligisten spielst im DFB-Pokal und man sich vorher in die Pressekonferenz setzt und sagt, oh ja, wir dürfen den jetzt aber nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wenn ich jetzt einen Harry Kane draußen lasse, wäre es das verkehrte Zeichen an die Mannschaft. Bla, 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 Sülz. Und ich dann so einen Spieler auf den Platz lasse, der so unterirdisch performt hat. Und ich vorne aber Alternativen habe. In Masse. Da muss ich reagieren. Ne? Wenn ich das nicht tue, muss ich mich nicht wundern. Ne? Der war, ich will nicht alles am Choupo festmachen, habe ich gesagt, der Rest war auch super schlecht, aber da musst du dann als Trainer auch mal ein Zeichen setzen, meiner Meinung nach. Ansonsten war ich mit der Aufstellung einigermaßen d'accord. Wie gesagt, ich hätte einen Kimmich nicht aufgestellt. Wenn, hätte ich einen Kimmich hinten rechts aufgestellt, hätte einen Pavlovic auf die 6 gestellt und meinetwegen, wenn nur der Leimer dabei ist, den Leimer halt auf die 8. Einen Kretzig hätte ich als linker Verteidiger gebracht, aber nicht auf der Position, die er gespielt hat. Obwohl er die spielen kann, ja, aber man hat heute gesehen, ja, das sind halt auch Spieler, die ein bisschen Führung noch brauchen. Ja? Und die war einfach heute nicht gegeben auf dem Platz. Aber ich würde den jungen Spielern da gar keinen Vorwurf machen. Auch nicht beim Tor. Der Ball war einfach schlampig gespielt von Min-Jae. War auch nicht der einzige schlampige Ball. Aber klar muss ein Kretzig das vielleicht ein bisschen besser machen. Aber ihm will ich da gar keinen Vorwurf machen. Ja, das ist halt das Los, wenn du mit jungen Spielern spielst. So, da müssen wir nicht drum herum reden. Und ich bin auch immer einer, der das fordert, dass die jungen Spieler spielen. Erst recht in so ein Spiel. Und dann musst du den jungen Spielern solche, in Anführungsstrichen, Fehler, ja, auch zugestehen. Das darf aber auch keine Ausrede sein, dass man dann nicht in der Lage ist, gegen den ersten FC Saarbrücken, nichts gegen ersten FC Saarbrücken vom Leistungsvermögen her, nochmal heute aufopferungsvoll gekämpft und ja, dann am Ende zugestochen und wie gesagt, da dürfen wir uns auch nicht beschweren. Aber du musst natürlich in der Lage sein, dann da was entgegenzusetzen. Ja? Aber wir haben mal wieder gesehen heute, wir haben keine Spielidee. So. Und auch das ist die Konsequenz aus den letzten Wochen und Monaten. Ja? Da ist ein Trainer, der einfach keine Philosophie, ich weiß es nicht vermitteln kann. Oder seine Philosophie ist das, was wir die letzten Wochen gesehen haben.
Haben wir ja schon oft genug drüber spekuliert. Ähm, Ist schwierig. Na klar, macht Saarbrücken das, was sie machen. Genau das ist deren Plan gewesen. Die halten, auch wenn es 0-1 steht. Die hätten dann die letzten 10 Minuten aufgemacht und das ist Pokal und hätten geguckt, was passiert. Ja. So haben sie das 1-1 schon vorher gemacht. Ist doch klar, dass die sich dann hinten einigeln. Und auch wenn machen wir uns nichts vor. Also die Verlängerung hätten die nicht überstanden. Ja. Die haben schon 4 Spieler ausgewechselt und trotzdem lagen da noch regelmäßig 3 Spieler, die schon komplett tot waren. Ja. Aber so wie wir gespielt haben, heißt das nicht, dass wir in der Verlängerung ein Tor gemacht hätten. Ja. Ja, und wenn du keine Philosophie hast, ja, was bleibt dann? Genau das, was wir gesehen haben. Ja. Du hoffst darauf, dass irgendjemand, dem du den Ball gibst, irgendwie eine Einzelaktion macht und dadurch ein Tor macht. So. Kombinationsspiel, Fehlanzeige. Ja, wir haben 2, 3 Mal am Anfang, wenn Müller mit eingebunden war, haben wir mal 1, 2 Kombinationen gesehen. Aber ansonsten haben wir Spieler gesehen, auch auf dem Spielaufbau. Wir haben Spieler gesehen, Schupo, der sich hat fallen lassen, egal, wer auch immer, der dann den Ball nimmt und 30 Meter mit dem Ball läuft. Ja. Und natürlich ist Saarbrücken dann hinten wieder formiert und steht mit ihren Ketten da und wartet auf das, was kommt. Ja, ist doch ganz klar. Das ist das Leichteste im Fußball. So, haben wir Seitenverlagerung gesehen. Wenn eine Mannschaft tief steht, was hat man zu tun? Entweder lockt man die Mannschaft raus, dass Saarbrücken sich nicht locken lässt, war klar. Ich meine, wir haben es gar nicht erst versucht. Wenn die so formiert da hinten drin steht, brauchst du eine Spielidee. Ja? Wie wär's mal mit Flanken? Ja, die erste Flanke, die wir gesehen haben, war Kimmich als Innenverteidiger, wo er dann mal über die Rechtsverteidigerposition nach vorne gegangen ist. Das war die erste Flanke, die ich gesehen habe. Ja, so. Wo ist unsere Spielidee? Wie wollen wir Tore machen? Unsere Spielidee oder Thomas Tuchels Spielidee ist, ja, ihr da vorne macht mal irgendwie eine Einzelaktion, so, und dann hoffen wir, dass einer zündet. So, das ist Thomas Tuchels Spielidee. Zumindest was wir bisher sehen. Ne? Und jetzt sind wir halt mal, oder jetzt haben wir mal ein Spiel gesehen, wo das Ergebnis jetzt halt nicht mehr über diese ganzen Unzulänglichkeiten hinwegtäuscht. Ja? Jetzt können mal die ganzen Leute, die nur oberflächlich auf das Spiel gucken, ja, und immer sagen die letzten Wochen, oh, war alles so geil, war alles so supi. Ja, dann bringen wir jetzt Argumente, warum wir dieses Spiel verloren haben. Aber ich kenne schon eure Argumente. Ja, war super unglücklich, wir waren jetzt zweite Halbzeit so bärenstark. Wir haben ja Chance auf Chance rausgespielt. Nee, haben wir halt nicht. Ja. Ja, nochmal, mich regt das jetzt gerade nicht so richtig auf. Innerlich schon. Es ist super schade, dass wir wieder aus dem DFB-Pokal ausgeschieden sind. Es sind auch andere große Mannschaften ausgeschieden. Man hätte mit Normalform hätte man sehr weit kommen können in dem Pokalwettbewerb. Problem, was ich halt auch sehe, jetzt mal abseits von dem Spiel, sind die Aussagen, die in die Pressekonferenz getätigt werden und dann das gegenteilige Verhalten, was man am Tag legt. Ne? Zur ersten Halbzeit vielleicht noch, bevor ich da noch mal ein bisschen weiter drauf eingehe. Man hat Mathys Tel einfach komplett ignoriert auf der linken Seite. Jeder Ball wurde immer wieder Richtung Sané gespielt. Immer wieder. Unsere Strategie ist also, wie ich schon sagte, gib den Sané den Ball, der hat irgendwie eine Einzelaktion. Ja, wo war heute der Weltklasse-Spieler Sané? Wo war er? Der doch ach so gelobte Sohn, die Maschine. Wo war er heute gegen einen Drittligisten? Ja, aber Sané ist ja Weltklasse. Ja, Weltklasse. Darf man ja auch keine Kritik äußern. Auch nicht durch das schlechte Spiel gegen Gala oder das davor in Mainz. Darf man nicht äußern. Weil er so eine bärenstarke Form hat und so Weltklasse ist. Ja. Natürlich auch hier ist nicht Sanés alleinige Schuld. Ja, die ganze Mannschaft hat nicht performt. So, da müssen wir gar nicht drum herum reden. Mit De Ligt. Super ärgerlich. Sah wirklich nicht gut aus. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes, aber ich befürchte das Schlimmste. Das sah echt nicht gut aus. Für das Spiel in Dortmund
I don't know, wir müssten uns wirklich um 180 Grad drehen, dass man da jetzt davon reden könnte, yo, das wird jetzt der Brüller. Weil natürlich das Selbstvertrauen oder das Selbstverständnis ist natürlich komplett weg, wenn du 2-1 gegen Drittligisten verlierst. Ja, da müssen wir nicht drum herum reden, auch wenn es Pokalspiel ist. Auch wenn Samstag wieder bei 0-0 losgeht. Dortmund hat das Ding 1-0 nach Hause gejuckelt. Haben dann auch Kräfte geschont, zweite Halbzeit. Ja, und wir haben alles reingeworfen und schwierig. Natürlich kann man jetzt nicht unbedingt die Schlüsse daraus ziehen. Ja, es ist ein anderes Spiel, die Spieler werden anders motiviert sein. Ja, aber ganz, ganz wild. Also, und nochmal die zweite Halbzeit war für mich jetzt auch nicht der Sturmlauf, den ich da irgendwie erwartet hätte, weil einfach, wie ich schon mehrmals sagte jetzt, die Spielidee gefehlt hat. Das hat man ja selbst dann in der Nachspielzeit gesehen. Wir haben nochmal 2 Minuten Geschenk gekriegt, was völlig unnötig war vom Schiedsrichter. Ja, was haben wir damit gemacht? Wir haben keine Spielidee. Keinerlei Spielidee. Ja, also wie gesagt, die Aufstellung mit den jungen Buben da drinne fand ich völlig okay. Ich fand es auch völlig okay, dass Müller angefangen hat und so weiter. Das hat ja auch geklappt. Das haben wir ja gesehen in der Anfangsphase. Das Problem war halt einfach wieder, dass wir diesen Ergebnisfußball spielen. Ja, und dann einfach das Fußballspielen wieder eingestellt haben. Anstatt das zweite, dritte Tor nachzulegen. Und dann kannst du ja mit so einer Scheiße anfangen. Dann kommt Saarbrücken auch nicht mehr zurück, wenn es 3-0 steht. Ja? Beim 1-0, dann mit dem 1-1 vor der Pause, war doch klar, dass die nochmal 130, 80 Millionen, 1000% geben in der zweiten Halbzeit. Und dass sie das Tempo nicht gehen konnten, was sie gegangen sind, über 90 Minuten war auch klar. Ja, dann war nämlich wieder so die Hoffnung, auch ja, bis zur 70. Minute und dann sind die tot und dann legen wir los. Ja, so, man sieht, dass das nicht immer klappt. Ja, dann gehen halt die gegnerischen Spieler auch mal über ihre Grenzen. Ja? Für mich ganz einfach die Konsequenz der letzten Wochen und Monate von der Art, wie wir Fußball spielen. Dazu dann jetzt dieses hochgejubelte, überragende 8-0. Ich erinnere nur an dieses tolle YouTube-Video, was wir uns im Stream angeguckt hatten. Bayern nach dem 8-0. Tuchel greift endlich. Weltbeste Mannschaft. Alles Weltklasse-Spieler. Habt ihr unten Gnabry gesehen, wie Weltklasse der war nach seiner Einwechslung? Ja, habt ihr das gesehen? Tuchel, sein Lieblingsspieler. Bah, Weltklasse. Ich von denen gesehen habe. Die Aktionen, die er am Ball hatte. Grandios, Leute. Ganz schwierig. Bevor ich mich jetzt doch noch irgendwie aufrege, ich wollte das hier ruhig und sachlich heute runterbringen. Gucken wir mal einen Blick in die Statistiken. Können wir uns mal unsere Überlegenheit angucken. Mit Schüsse aufs Tor 2-9. 2 Schüsse aufs Tor von Saarbrücken. Beide waren drin. Wir haben 9 gehabt. 9 und 3 neben das Tor. Also wir haben insgesamt 12 Torschüsse gehabt. Gegen einen Drittligisten. Gegen einen Drittligisten, der gerade Probleme hat. Dafür haben wir natürlich 74% Ballbesitz gehabt. Ja, da kriegst du aber kein Tor für gut geschrieben. Wir haben 9 Ecken des Todes gehabt. Sorry. Allerspätestens, wo es 1-1 stand. Und die 5. Drecksecke da reinkam. Ich kann es nur immer wiederholen. Muss ich doch als der Oberanführer schlechthin bei uns in der Mannschaft, muss ich doch in der Lage sein, um im Sinne der Mannschaft zu entscheiden und einfach mal zu sagen, pass mal auf, hier, komm, schieß du mal für mich. Ich habe heute irgendwie kein gutes Timing bei den Ecken, sonst was. Ja, einfach um mal was anderes zu probieren. Die Ecken waren alle unterirdisch schlecht. Ist nicht aus einer Ecke Gefahr entstanden. Ja, Abseits können wir uns schenken. Fouls 11-8, Einwürfe 12-16, gelbe Karten 3-1, Goalkeeper Saves. Ja gut, wir haben 2 Schüsse aufs Tor gekriegt, die waren beide drin. Wir haben 9 Schüsse aufs Tor gehabt, haben ein Tor erzielt, wurden also 8 gehalten. Ja, so viel einfach mal zu den Statistiken. Ich gucke gleich nochmal, ob auf der Bayern-Seite vielleicht im Laufe, wo ich hier noch ein bisschen was quatsche, vielleicht noch die Statistiken kommen. Bisher waren keine da. Ja, nochmal, wir können einen Blick auf die Aufstellung werfen. Ich habe keine Lust, sage ich euch ganz ehrlich, jeden einzelnen Spieler durchzugehen und da eine Note 4 zu verteilen.
Das lohnt sich einfach nicht. Ja, es ist offensiv oder nicht offensiv. Es ist niemand herausgestochen, wo man gesagt hätte: „Jo, keine Ahnung, der sticht ein bisschen heraus.“ Wäre für mich das ist ja noch das Allerschlimmste. Wenn man da irgendjemand erwähnen möchte, kann man Tell erwähnen, dass er das so hingenommen hat, dass er super ignoriert wurde und trotzdem versucht hat, sich reinzubeißen, trotzdem gerannt ist, geackert hat, auch wenn es nicht alles glücklich war. Und man kann Kretzig erwähnen, ja, der noch der auffälligste war, ja. Auch nicht immer glücklich, gar keine Frage, aber der auffälligste war, der was versucht hat, ne? Das ist noch das Erwähnenswerte, ja. Dass so 'n Saar ei eigentlich musst du den Saar auch noch runter den musst du auch noch 'ne Note tiefer stellen wie den Rest. Ähm, Ist aber okay, ja. Wo soll der Junge sein Selbstvertrauen her haben? Wo soll er sein Selbstverständnis her haben? Wurde dann von Kimmich zusammengepfiffen. Ja, war die einzig gute Aktion von Kimmich, stimmt nicht. Er hat noch eine gute Grätsche gehabt im 16er. Da hat er noch 'n gutes da hat er noch 'ne Riesenchance verhindert für Saarbrücken. Ähm, Ansonsten hast du von unserem großen Leader auch nichts gesehen. Obwohl man sagen muss, auf der Innenverteidigerposi, war ja noch 'n Tacken besser wie vorher, wo er da rumgerannt ist wie 'n geköpftes Huhn mal wieder. Kuhn, ja. Ansonsten, ja, Müller war ansehnlich die ersten, 20, 25 Minuten und danach haben wir das Fußballspielen eingestellt. Und wenn, haben wir immer alles über Leroy versucht. Immer gut geguckt, wir spielen den Ball nach rechts außen, ja. 'N Tell wurde 45 Minuten ignoriert, ja. Klar, er hat nicht immer den perfekten Laufweg gehabt, gehe ich mit, ja, gar keine Frage. Ähm, aber wenn du dann 30 Minuten schon auf dem Platz bist und es geht alles nur über diese Seite. Leute, ganz ehrlich, I don't know, verstehe ich nicht, ja. Ähm, ja, negativ für mich, Min-Jae war unterirdisch. Unterirdisch, nachdem, de Ligt raus war, völlig überfordert. Ich weiß nicht, ob er überhaupt mal einen Pass zum Mann gebracht hat, ja. Jeden Ball, den er nach vorne gespielt hat, war entweder 'n direkter Fehlpass oder hat sein Mitspieler so schlecht angespielt, dass er super direkt unter Druck stand. Davis defensiv, Katastrophe mal wieder. Katastrophe. Erste Halbzeit alleine schon. Wie er sich da teilweise hat vernatzen lassen, Alter. Offensiv, ja, war er auffällig. Ja, können wir auch noch kurz erwähnen. Gerade erste Halbzeit, zweite Halbzeit nicht mehr. Erste Halbzeit hat er aber mal die Lücke gesehen in der Mitte. Wir haben Riesenräume gehabt in der Mitte. Ja. Die hat er bespielt dann, hat dann den finalen Pass vorne nicht hingekriegt, ja. Ähm, aber defensiv 'ne Nullnummer, Leute. War ganz schwach wieder. Ähm, ja, und der Rest Mittelmaß. Choupo, Totalausfall. Dass 'n Choupo noch mal wiedergekommen ist in der Halbzeit, habe ich nicht verstanden. Ja, es ist 1:1 gegen Saarbrücken. Allerspätestens, wenn wir jetzt wieder dabei sind: „Ach ja, wir sind der Kuscheltrainer, der Streicheltrainer.“ Allerspätestens musst du ihn zur 60. Minute rausnehmen, wenn du siehst, dass nichts fruchtet. Ja? Bis zur 70. Minute, was haben wir gesehen in der zweiten Halbzeit von uns? Reines Ballgeschiebe, ja? Reines Ballgeschiebe. Noch nicht mal der Versuch, mal zu sagen: „Ja, jetzt schmeißen wir mal alles nach vorne.“ Nix, gar nix. Also Katastrophe. Ja, mit den Einwechslungen dann in der 60. Ja, dann hat man gesehen, wir schmeißen jetzt so langsam spielen wir mal mehr offensiv, versuchen alles nach vorne zu werfen. Ähm, King, ja, war noch auffällig, war der auffälligste, hat ja auch noch, 2 Schüsse gehabt auf jeden Fall. Serge, Totalausfall. Jamal, ja, oft wieder die falschen Entscheidungen getroffen, abgespielt, wo er hätte schießen müssen einmal und einmal genau umgekehrt, meiner Meinung nach. Ähm, ja, aber der Platz, was keine Ausrede sein soll, war natürlich heute auch nicht so, dass man sagen könnte: „Oh ja, die Superdribbler haben hier den super Vorteil, können sich da durchdribbeln“ oder sowas. Ähm, ja, und dann ist die Konsequenz halt dann siehst du, was passiert, wenn du keine Spielphilosophie hast. Wenn du davon abhängig bist, dass Einzelaktionen deine Spieler entscheiden und wenn du dann Spieler auf dem Platz hast, wo halt mal keiner die Form hat, um mal durch eine Einzelaktion das Dingen zu machen, dann passiert das, was heute mal passiert ist, ja? Ähm, und das haben wir hier auf dem Kanal angeprangert. Nicht nur ich, genug andere auch, ja? Und
das ist die Konsequenz daraus. Ja, was super schade ist. Das ist ein DFB-Pokal, Alter, wo wir wieder raus sind, im 3. Jahr in Folge in der 1. oder 2. Runde. Das ist super enttäuschend. Super enttäuschend, Alter. Es ist eine Katastrophe eigentlich. Ja, dann noch gegen Drittligisten. Ja, wenn wir jetzt die Gründe suchen vielleicht, versuchen wir das mal ein bisschen sachlich. Für mich hat das Zeichen gefehlt, dass man sagt, ja, wir wollen dieses Spiel jetzt aber 100% gewinnen, weil dann hättest du, selbst wenn du bis zur 75. gewartet hättest, ja, du hast zur 60. die 3 reingeschmissen, guckst das eine Viertelstunde an, siehst, ja, viel Stückwerk, nichts irgendwie Gefährliches. Da musst du doch in der Lage sein, als Coach des FC Bayern München, mit Spielern auf dem Platz, wie ein Gnabry, wie ein Koman, nimm Musiala mit rein, ja, musst du doch in der Lage sein, um zu sagen, ja, pass auf, ich nehme jetzt den Choupo raus, bring den Harry Kane rein und wir spielen konsequent über Außen und schlagen Flanke auf Flanke vorne in den verdreckten 16-Meter-Raum rein. Und wenn die Flanken aus dem Halbfeld kommen, das kann nicht so schwer sein. Ein Müller war auch noch auf dem Platz. Auch ein Müller, haben wir gesehen, hatte ja auch noch diese eine Kopfballchance, ist dazu in der Lage, ein Ding zu verwerten. Ja? Andere Alternative, wenn du das auch nicht möchtest, weil, weiß ich nicht. Ich finde keinen Grund, warum man nicht gesagt hat, ich bringe Harry Kane noch, selbst wenn es eine Viertelstunde ist. Gegen die Saarbrücker Mannschaft, die körperlich am Ende war, ja, die super gefightet hat, was am Ende belohnt wurde. Ob zu Recht oder nicht, keine Ahnung, müsst ihr für euch selber entscheiden. Selbst wenn du das nicht möchtest, dann nimm einen Choupo raus und stell mal einen Tell vorne rein. Ja? Und zwar vorne, als alleinige Spitze. Ja? Aber wie soll der Junge denn auch im Spiele sein, wenn er eine Halbzeit komplett ignoriert wurde? Warum hast du ihn aufgestellt? Wofür? Nochmal, und zur Halbzeit hättest du das auch schon umstellen können. So, dann hättest du mal einen Tell vorne reingestellt. Hättest mal gesagt, pass mal auf, Schuhu, das läuft ja bei dir heute gar nicht da vorne. Geh doch mal über Außen, wenn du ihn nicht auswechseln willst. Aber du hättest ihn schon direkt auswechseln können und hättest direkt einen King bringen können, der halt die beste Form neben Sané hat im Moment. Das alles hat man verpasst, weil man wieder Arschpudern musste, weil man wieder die Spieler nicht irgendwie, weiß ich nicht vom Kopf stoßen will, weil es ja ein super erfahrener Spieler ist. Junge Spieler kann man ja vom Kopf stoßen, die kann man ja ignorieren, ist ja gar kein Problem. Warum hat heute ein Pavlovic nicht gespielt? Warum? Ja, hofft man jetzt, setzt man jetzt alles auf eine Karte, oh, der Leon spielt gegen Dortmund, dann spielen wir mit einem Leon und einem Leimer gegen Dortmund in der Mittelfeldzentrale. Ja, Halleluja, ist mein Gefühl nochmal 3 Stufen tiefer. Ja, kannst du knicken, Alter. Sag ich euch, wie es ist. Warum heute nicht ein Pavlovic auf die 6? Ja, ein Kimmich hätte, wenn du einen Kimmich unbedingt bringen willst, stell als rechten Verteidiger auf, anstatt den Saar. So, ja. Man muss den Kimmich doch mal eine klare Ansage machen können, ohne sich in die Hose zu scheißen. Was ist denn los, Leute? Man gibt den jungen Profivertrag, dann spielen wir gegen einen Drittligisten und haben nicht die Eier zu sagen, pass mal auf, Josua, nein, du bist jetzt nicht mehr auf der 6, du gehst jetzt mal auf die rechte Verteidigerposition. Und hier spielt mal der Pavlovic. Warum? Weil du Idiot nach 4 Minuten eine rote Karte im letzten Spiel gesehen hast und gegen Dortmund nicht spielen darfst. Punkt. Ist doch noch nicht mehr so, dass man keine Argumente hat. So, und dann hättest du davor den Leimer hingestellt und dann hätten die sich mal einspielen können. Du hättest ja einen Kretzig trotzdem bringen können als linken Verteidiger, als linkes offensives Mittelfeld. Meinetwegen hättest du sogar den Kretzig noch vorm Pavlovic stellen können. Ja, wäre ein bisschen riskant gewesen, weil da so ein bisschen die Erfahrung gefehlt hätte in der Mitte. Gehe ich mit. Ja, klar, im Nachhinein kann man immer klug scheißen, müssen wir uns alle nichts vormachen. Ihr habt meinen Taktikfuchs gesehen, wenn nicht, guckt ihn euch den gerne an. Ansonsten ging ich ja einigermaßen d'accord mit der Aufstellung. Ich habe mich ja gefreut, dass man Tell spielen durfte und Kretzig auch von Anfang an. Aber wieder ein Kimmich da auf der 6, das Rumgedümpel, Alter, ging mir richtig auf die Eier, sag ich euch. Klar, können wir jetzt wieder sagen, hätte Fahrradkette, aber vielleicht hätte sich ein De Ligt gar nicht verletzt, wenn Kimmich in Rechtsverteidiger gespielt hätte, weil ein De Ligt hat da den Zweikampf geführt an der Eckfahne, wo der Außenverteidiger sein muss. Aber ein Saar war überall nur nicht auf der Außenverteidigerposition, ja.
Da war ja sogar ein Sané öfter auf Außenverteidigerposition, wie es in Saar war. Leute, also da hat man sich auch ein bisschen selber in die Bedrohung gebracht, ja, meiner Meinung nach. Aber gut, so ist es am Ende des Tages. Ja, am Ende des Tages, keine Ahnung, ich will jetzt nicht unbedingt von verdient reden, wenn man aber sieht, welche Möglichkeiten wir haben, welche Möglichkeiten Saarbrücken hat, ja, kannst du am Ende schon davon reden, dass Saarbrücken verdient weiter ist. Die haben gekämpft, gebissen, gekratzt, aufopferungsvoll das Letzte aus sich rausgeholt. Wenn man das dann mit vielen Spielern bei uns vergleicht auf dem Platz, die das nicht getan haben, dann kann man halt schon davon reden, dass es verdient ist, auch wenn du 76% Ballbesitz hast und 12:2 Torschüsse. Ja, und Punkt. Ja, super. Der erste Titel ist wieder weg, aber wir haben ja die weltbeste Mannschaft und alles nur Weltklasse-Spieler. Ja, was soll ich noch sagen, Leute? Bevor ich mich richtig aufrege und mich in Rage rede, schenke ich mir das spare ich mir dann für Dortmund auf, je nachdem, wie das da läuft. Ich will nicht unken. Ich guck mal eben. Spielen wir nach Dortmund gegen Gala? Guck mal, lass mich mal eben gucken. Fußball, FC Bayern. Spiele. Jo. Ja, perfekt. Was ich gesagt habe, schon vor einigen Wochen, sollten wir weiterhin keine Spielidee haben, sollten wir weiterhin so einen Fußball spielen. Soll der Tuchel 3 Spiele am Stück verlieren, wird's eng. Ja, wild. Das war Spiel 1. Ich wünsche es mir natürlich nicht. Auch ich habe mir heute das auch nicht gewünscht. Ich habe mich richtig aufgeregt, kurz vor Ende nochmal das Ding. Aber ja, keine Ahnung, vielleicht musste der Dämpfer sein. Dass er dann ausgerechnet im DFB-Pokal ist super schade. Ich persönlich hatte gehofft, dass man aus der zweiten Halbzeit von Darmstadt auch nur einen Bruchteil irgendwie mitgenommen hat. Und wir haben heute wieder die gleiche Scheiße gespielt wie immer. Wir haben die Außen, wir haben Tell gar nicht mit einbezogen. Sané hat den Ball außen gekriegt, ist immer wieder nur in die Mitte reingezogen. Man hat nicht eine Flanke gesehen. Man hat nicht die Eier gehabt, einen Tell mal vorne reinzustellen, obwohl ein Schupo unterirdisch war. Man hat nicht die Eier gehabt, einen richtigen Sechser auf dem Feld zu stellen mit dem Pavlovic. Was erwartet man dann? Ja, was erwartet man dann? Du hast keine ordnende Hand auf dem Platz gehabt. Ja, wir haben dann irgendwann umgestellt, angeblich Dreierkette. Dann war es sogar teilweise so, dass ein Minjay alleine hinten war. Dann hat ein Kimmich ein bisschen Einfluss gehabt vorne aufs Spiel, konnte aber auch keinerlei Akzente setzen. Ich möchte das aber auch gar nicht an ihn heute festmachen. Er ist genauso untergegangen wie der Rest der Mannschaft. Ja, und wenn man dann so eine Leistung zeigt, ja, dann ist man am Ende des Tages verdient 2:1 ausgeschieden. Und zum Ende hin Glückwunsch an Saarbrücken, ja, von der Einstellung her, vom Kämpfen her, ähm, ja, uns meilenweit voraus und haben auch ein Tor mehr geschossen wie wir in der regulären Spielzeit, ja, und das sogar herausgespielt, wenn es auch ein Konter war, aber herausgespieltes Tor. Nicht irgendwie eine Standard, eine Ecke oder sowas. Ja, von daher Chapeau. Erster Titel ist futsch. I don't know. Sich jetzt hier hinzustellen und einen so zu tun, so habe ich euch ja gesagt oder sowas, bringt uns auch alle nicht weiter. Und macht auch nichts gut, ja. Aber nochmal, für mich ist es einfach die Konsequenz aus den letzten Wochen und Monaten. Und auch eine Konsequenz daraus, dass man der Mannschaft schon immer Ausreden mit auf den Weg gibt. Ja, mit den Aussagen, die Tuchel in den Pressekonferenzen trifft. Von wegen, ja, diese Reisestrapazen, diese Belastung und Leute, ich kann doch nicht einen Harry Kane rausnehmen. Was wäre das für ein Zeichen an die Mannschaft? Das ist doch ein Spieler, der diesen 3-Tages-Rhythmus braucht, der diese Spielfitness sich dadurch holt. Er trifft alle solche Aussagen. Ja, vielleicht ist Harry Kane im Training umgeknickt, hat einen leichten Wehwehchen gehabt, was weiß ich. Was ich nicht glaube. Man wollte ihn einfach schonen für das Spiel in Dortmund. Und genau das ist dann das Zeichen, wo er sich in der Pressekonferenz hinsetzt und sagt, das Zeichen will ich nicht an die Mannschaft geben, er gibt es dann aber an die Mannschaft. Ja? Indem er sagt, ich lasse einen Harry Kane draußen.
der nun mal unsere Torversicherung ist, da vorne. Ja. Aber nochmal, das ist auch so, wie der Tuchel sich die letzten Wochen gibt. Er widerspricht sich super oft, ne, mit dem, was er erzählt, was er tut, wie er dann reagiert auf das, was er erzählt. Schwierig, macht ihn ein bisschen unglaubwürdig. Wir müssen jetzt hoffen, dass wir eine Trotzreaktion zeigen gegen Dortmund. Wir waren gegen Dortmund immer heiß. Aber wenn ich sehe, dass wir keinerlei Spielidee haben und Dortmund aktuell auch eher einen abgewichsten Fußball spielt, so, ja, denen ist das egal, wenn die mal 1-0 gewinnen oder sowas, wird das schwierig werden, Leute. Wird das richtig schwierig werden, weil wir haben das gesehen heute in der Defensive. Min-Jae, was ein Davis geleistet haben, was ein Davis aber auch schon seit Wochen leistet, der ist unterirdisch in der Defensive, ja. Und Min-Jae heute wieder nur Fehlpässe, was auch nicht das erste Mal war, dass das so ist. Aber trotzdem ist er der gesetzte Innenverteidiger von allen dreien. Ja, jetzt war es durch Verletzung, musste er immer spielen, aber selbst wenn nicht, wäre es so gewesen. Haben wir am Anfang der Saison gesehen, also das sind alles ganz wilde Zeichen, die man setzt, aber ich will das jetzt auch nicht zu schwarz malen. Ja, wir können das jetzt wieder so abhaken auch. Jo, Pokalspiel, Underdog, Kämpfe, Pokalfight, Glück gehabt, wir haben die Chancen nicht genutzt, obwohl ich jetzt so viele richtig starke Chancen von uns nicht gesehen habe. Ja, könnt ihr jetzt auch wieder für euch jeder selbst interpretieren. Meine Meinung habe ich jetzt kundgetan, die wiederhole ich jetzt nicht nochmal. Ich würde mich sonst könnte noch 2 Stunden sitzen und weiter meine Meinung wiederholen, das bringt ja keinem was. Hoffen wir, dass wir die Kurve kriegen bis Samstag. Wird sau schwer werden. Ich bin sehr gespannt, was ein Tuchel jetzt nach der Pressekonferenz sagt. Ja, ich denke, er hat natürlich jetzt auch wieder die super Argumente gesammelt, dass so ein Tell oder Kretzig erstmal wochenlang nicht mehr zu sehen sein werden, weil die natürlich aus seiner Sicht wahrscheinlich nicht geliefert haben. Wobei ich, wie gesagt, einen Kretzig noch mit am auffälligsten fand, erste Halbzeit. Und ein Tell halt einfach komplett ignoriert wurde. Ja, aber gut, wie gesagt, ich fange an, mich zu wiederholen. Von daher, Leute, ich würde sagen, nehmt's nicht so schwer. Ich persönlich bin super enttäuscht, ja, weil der DFB-Pokal schon wieder in der zweiten Runde vorbei ist. Ja, und ich denke, es wird sau schwer werden, diese Saison einen Titel zu holen. Ja, sau schwer, Leute. Aber wir wissen mehr nach dem Spiel gegen Dortmund. Wenn du da verlierst, Leverkusen gewinnt. Ich glaube, Leverkusen kriegt nicht den Einbruch, wie viele das von euch denken. Auch wenn heute im Pokalspiel haben sie das Ruder rumgerissen, auch wenn sie mit 4 Ersatzspielern gespielt haben. Schwierig, ja. Und wir haben noch keine überzeugenden Spiele gezeigt. Ja, du kannst Bochum und du kannst Darmstadt mit 10-9 nicht als Maßstab nehmen. Ja, ansonsten haben wir nicht ein überzeugendes Spiel gesehen. Nach meiner Definition. Ja, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus, haut rein. Das Spiel Samstag gucke ich nicht zu Hause, bin ich bei meiner Schwester. Ja, ich kann euch noch nicht sagen, ob ich bei meiner Schwester ein Statement aufnehme. Wenn, dann wird es nicht diesen super geilen Hintergrund geben. Dann dann verkrümel ich mich in irgendein Zimmer. Und dann mache ich eine Handyaufnahme, lade euch das hoch. Kommt drauf an, wie die Gemütslage ist. Und ja, ansonsten wird es vielleicht spät abends noch was geben, weiß ich noch nicht. Ansonsten erst Sonntag. Na, dann geht das leider nicht anders. Montag wird es auch keinen Stream geben, weil ich der Mara beim Sperrmüll helfen muss. Von daher wird es den Stream Dienstag geben. Dienstag, 18 Uhr auf Twitch. Wo wir dann natürlich auch nochmal das Pokalspiel gegen Saarbrücken aufarbeiten oder ich mir eure Meinung dazu anhöre und natürlich dann auch das Spiel in Dortmund und natürlich auch allgemeine Sachen. Da werden wir wieder schön knackig 3 Stündchen von 18 bis 21 ein bisschen quatschen. Freue ich mich drauf. Ja, war bisher immer super. Folgt mir gerne auf Twitch, wenn ihr dabei sein wollt. Ich hoffe, ich habe bis dahin auch ein paar Sounds und so drin, weil ich konnte jetzt den Affiliate reinnehmen. Bedeutet, ich kann da ein paar Sounds reinmachen, so fußballspezifisch. Und da werden wir dann noch ein bisschen Spaß haben in Zukunft. Aber das ist alles noch im Aufbau. Ich weiß nicht, ob ich das alles bis Dienstag hinkriege, aber das wird die kommenden Wochen dann auf jeden Fall kommen. Und in diesem Sinne, Leute, ja, seid enttäuscht, so wie ich auch.
Regt euch nicht so auf. Ich versuche gerade auch ein bisschen ruhig zu bleiben. Es hat ganz gut geklappt. Aber ihr habt auch gesehen, so, wenn man über gewisse Themen redet, ja, aber was sollen wir jetzt draufhauen auf die Mannschaft? Das bringt nichts. Ja, nochmal, ist einfach die Konsequenz aus den letzten Wochen. Und auch die Konsequenz, das muss ich noch abschließend sagen, weil ich da ja auch wieder für kritisiert wurde, dass ich Leroy so schlecht, oder dass ich gesagt habe, ich hätte einen Leroy draußen gelassen nach dem Spiel gegen Galatasaray. Das wäre das Zeichen gewesen, was er vielleicht gebraucht hätte. Ja, aber das Zeichen, was ein Leroy gekriegt hat nach dem Spiel in Mainz und gegen Galatasaray war, ach ja, ich kann mir 2 Spiele erlauben, wo ich auch mal nicht so Bock habe und spiele trotzdem wieder im nächsten Spiel. So, das sind die Zeichen, die man da setzt. Und da muss man sich nicht wundern, dass dann so eine Leistung wie heute rauskommt. Wobei ich das heute nicht an Leroy festmache. Nochmal, heute hat die ganze Mannschaft komplett zusammen versagt. Sind 2, 3 Spieler noch ein bisschen abgefallen, die habe ich erwähnt. Und jetzt ist Feierabend. Tschö.